und warten auf einen Anheb von dem Referat, von der Lektion von Professor Nati Cohen. For those who don't know Yiddish, let me warn you that this is a Yiddish talk completely in Yiddish. You will have to come to the summer program, the intensive summer program of the YIVO Institute for Jewish Research in order to study Yiddish if you would like to understand this talk at some later date, and we'll be happy to have you. In the meantime, however, this is a Yiddish-only talk. We will be starting shortly in a couple of minutes, 2.5 or so. Und das ist der letzte Ronsog auf Englisch. Efter will das Überhasung noch einmal, aber Hameven Jovin. Ich bin David Braun, das ist Nati Cohen, Professor Nati Cohen, war zu referieren für uns in der Serie Lektions wegen der jüdischen Zivilisation beim Uriel Weinreich bei der Sommerprogramm von YIVO. Miriam Isaacs, Shalom Aleichem, Cousine, gut euch zu sehen dort zwischen Chevre. Und bald will wir anheben, noch eine 1,5 Minute. Und bald noch eine Minute herum, weil wir anheben die Programm. Nati, du hörst mich gut, ja? Und wir hören dich nicht. Fein. Ja. Gut. Kannst bleiben mit der offenen Mikrofon jetzt, ja? Ja. Bald will ich anheben. Was ich sehe auf meinem Ekran ist bloß Mein lichtige Zure. ja, kein andere. Ich hoffe, dass Ja. Menschen haben sich. Nein, die Menschen wird man nicht sehen, unser Choshev und Eulen wird man nicht sehen, aber mich sieht man derweil und danach will Okay. ich euch et Nellem werden und Aha. bleiben wirst du nur allein, aber, Allein! aber mit die tausender Menschen, was gucken sie zu, versteht sich. Und auf dem Phone wird sein, das, was ihr Okay. weißt. Gut? Okay. Gut, wir können anheben, etwa so. Seid alle gegrüßt, Zuguckers zu der Dosiker-Programm, a Dank für Kommen. Das ist jetzt die 6. Woche von der jährlichen Sommerprogramm aufgenommen von Uriel Weinreich für jüdischer Sprachliteratur und Kultur beim Jüdischen Wissenschaftlichen Institut YIVO. Ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der Programm und das ist das, ich will euch bald sagen, das ist das 7. Jahr, was wir führen durch. Sind 2019 führen wir durch alle Wochen von der Programm, alle Jahr, wenn wir führen durch die Programm Sommerzeit,
eine Serie Lektions wegen der jüdischen Zivilisation. Und unser Choschewer Gast zu der letzten Lektion von der Serie Heint ist Professor Nati Cohen von Bar-Ilan Universität. Professor Cohen wird reden wegen auf der Thema mehr wie bloß Dates, jüdische Kalendaren wie Kulturagenten von den Jahren 1870 bis 1914. Lass mich dem Eulen geben ein bisschen an Orientierung über früher. Ob ihr habt Fragen bemächtigt von dem Referat, seid also gut und schreibt sie an, dort wo sie steht die Funktion Q&A, das ist die Scheileste Tschubes. Ich will sie dort überlegen, ich will sie kennen sehen. Andere wollen sie aber nicht sehen. Ich will sie vorlegen an unser Hochschulven Referent und Nati wird entfernen. Das wird kommen beim Sof von Natis Referat. Also wir werden erst sich nehmen zu die Frage. Inzwischen wird aber Nati reden auf sein Thema und ich will nur sagen, dem Eulen, als das Jahr, und das ist die letzte Woche, wie gesagt, von der Programm, haben wir keine 64 Talmidim wo sind gekommen, physisch in New York, wo der Hilo befindet sich, reinzukommen in Klassen, alle Tag, über Meschach von 6 Wochen, Teilmenschen viele 7 Wochen, abzusitzen, al teure wel avoide, sich lernen jüdische Sprach und Literatur und Kultur über die verschiedenen Kursen unsere und Werkstätten und Seminaren und Konzerten und es ist am Mechai mit sehr allem zu arbeiten und alle, was seinen Heint, unsere Zuhörer, Zuguckers, mir betten euch, kommt die Summern, weil da ist freilich in Meschach von die 6 Wochen und die Zollen werden noch größer und das Lernen ist sehr heiß und mit Hasmode. Ähm, Nati, a Dank für Kommen, an Dank für sein Beteiligt in der Dossier-Serie. Und wie gesagt, die Fragen werden erst gestellt werden durch mir. Die Frage, was ich lehne ab von der Funktion Q&A von der Scheile zu Tschuves. Und damit möchtest du anheben und a Dank für sein mit uns. A großen Dank, a großen Dank, a Dank verbeten mich. Ich verstehe, dass die letzte Lektie ist alla Chaskama vechame. Ich will mit euch mitteilen, etwas, ein bisschen ein unbekannte Thema in der Geschichte von der jüdischen Kultur. Eine Minute noch. Okay, ich hoffe, dass ihr seht. Okay. Ich will euch bekennen mit an unbekannte Erscheinung oder Genre in der jüdischen Kultur, was ist Kalendar. Wir können meinen, was ist ein Kalendar? Jeder einer halt bei sich in Käschen oder in Tasche ein Kalendar, ein Luachel, was man verschreibt verschiedene Dates. Heint tun wir das schon in unsere Cellphones. Aber amolige Zeiten hat der Kalendar gespielt eine wichtige Rolle in der tagtäglichen Leben und auf dem will ich ein bisschen verbreitern da. Mein Lektie wird haben 2 Teilen, nicht kein gleiche Teilen. Der erste Teil wird sein an Reinführ, öfter ein bisschen verbreiterter Reinführ, zu verstehen besser dem Indien und dem Interesse in der Thema. Und der zweite, längere Teil wird sein mehr praktischer, also zu sagen, mamisch tiefer reinzugucken in die verschiedenen Kalendare. Okay, ist mir anheben. Der erste gedruckte Almanach ist erois in Mainz, Deutschland, in 1457. In Amerika Almanachen seinen Gewinn zwischen die ersten gedruckten Materialien sind 1639. Von dem an Kalendaren und Almanachen seinen geworden ständiges Heure bei Druckers
überall. Sehr ephemerischer Charakter hat nicht gefordert, reinzulegen viel Mühe oder Geld in sehr Ästhetik oder Papierqualität. Sehr Verkauf ist ständig gewesen mehr weniger versichert. Der Fall, seien die dosige Publikations gewesen alle men bekannt, reiche und arme, gelernte und proste Leute. Alte europäische Almanachen, ich rede wegen 18. Jahrhundert, hereingerechnet euch die russische Almanachen, haben gewöhnlich enthalten astronomische und astrologische Informationen, wie euch Wettervoraussagen und verschiedene Glaubens wegen aktuellen Inionen. Die britische Chevre auf zu verspreiten Bildung hat eingesehen, in mit 19. Jahrhundert die mehr populärste Almanachen in England wie ein Mittel auf zu verspreiten Umwissen und Eingleibenischen zwischen die breite Massen. Das heißt, man das anerkennt als sehr negative Erscheinung. Was scheich der Definition von die zwei Terminen Almanach und Kalendar, und ich hoffe, dass der Ekran hat sich geändert bei euch. Ja, Almanach und Kalendar, beide werden gewöhnlich genutzt parallel. Nur alpi letzte Forschungen weiter von britischen Almanachen, der Termin Almanach meint gewöhnlich eine jährliche Ausgabe, was chutz dem kalendarischen Teil enthält euch astronomische und andere Idees. A Kalendar weist on Tag, Wochen und Chodoshim. Agam die jüdische Ausgabes, was wollen bald diskutiert werden, können natürlich gerufen werden Almanachen, von deswegen wollte ich sie besser gerufen Kalendaren, zulieb seiner geokultureller Zwiebe und zulieb dem, was der Titel Luach figuriert gewöhnlich auf jüdische, also wie auf hebräische Kalendaren. Und faktisch verrufen sie sich euch auf Almanachen. Das heißt, es ist eine ganz gemischte Sache. Ich habe euch geglaubt, rufen in allgemein die Erscheinung Kalendaren, bald wird ihr sehen noch etliche Beispiele. Auf Polisch hat Almanach gemeint eine jährliche oder einmalige literarische Anthologie. Ein polischer Kalendar ist gewesen ein selbstständiger literarischer Genre, was hat getragen an enzyklopädischer Vernehm. Von sind dem 18. Jahrhundert seien die dosige Kalendaren geworden am Mocker für der Popularisation von Wissen, für didaktische Verständnischen und Hadroche in tagtägliche Themes. A Sachkalendaren haben gehabt bestimmte Teilen, was haben sich übergehasert von Jahr zu Jahr, wie lemoschel Wettervoraussagungen, was wir wollen diskutieren ein bisschen später, wissenschaftliche Entdeckungen, Balebatischkeit, medizinische Eizes, wie euch Regierungstakones und Befehlen. Bis mit 19. Jahrhundert haben polische Kalendaren gebracht ganz wenig literarische Werk. Unheimlich in die 80er Jahren, sehr literarischen Inhalt hat sich stark vergrößert, mit Werk von bekannten polischen Schreiber und von hohem Niveau. Der Ausgleich von polischen Kalendaren hat sich vermehrt mit der Zeit und zwischen sie hat man gekannt gefunden populäre, humoristische, religiöse, professionelle Kalendaren für Erdarbeiter, für Freuen und Familie und andere. Ich hoffe, ich weiß nicht, sie bei euch, aber ich hoffe, dass bei euch es ändert, die Bilder ändern sich, ja? Mir setzen ja fein, Nati. Okay, Dank. Sehr vernehm hat der gereicht bis etliche 100 Seiten. Teilmal begleit mit Illustrations. Für viele Menschen
seien die Kalendaren gewinn a wichtiger und euch öfter der einziger Qual von Wissen. Zulieb sehr reicher Inhalt, seien die Kalendaren aufgehit geworden, a viele noch ein Sof von dem kalendarischen Jahr. In Gegensatz aber, ich wollte gesagt, als Teil lechol apoches, Teil von die Kalendaren, seien nicht da reingenommen katalogisiert geworden in Bibliotheken, weil man sie nicht gerechnet wie Bücher, was man darf sie reinnehmen in einer Bibliothek. Ist ein bisschen problematisch. Der Fall ist euch für mir gewesen, ein großes Problem zu finden, die nicht die Kalendaren, aber sehr viel von die Kalendaren. המגלך relativ leichte Zensur auf Kalendaren, was ich bin nicht im Ganzen sicher in dem, und öfter verleichtert den Prozess von sehr Rausgeben, ich meine die polische, גם die polische Kalendaren seien euch gewähnt ein Mittel, auf zu verstärken die polische Sprach, Kultur und Nationalität. Und lassen wir nicht vergessen, dass jene Zeiten, 19. Jahrhundert, Polen ist gewesen unter russischer Regime. Efter etwas da ist ein bisschen modne, aber das ist der Fakt. Achutz die polische Aspoe, was lässt sich vielen auf die jiddisch-mizrach-europäische Kalendaren, wie wir wollen bald sehen, es weist sich euch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen die Entwicklung von die litwische und jiddische Kalendaren. Beide Völker seien gewinn eine Minderheit, herumgeringelt mit starken Kulturen, was haben gestrebt, sie zu assimilieren. Dazu, beide Umgangssprachen seien nicht anerkannt geworden von der Macht. Die litwische Nationalität im 19. Jahrhundert ist gewinn ein Poeljoize von gezwungener Russifikatie von einer Seite und also zu sagen natürliche Polonisatie von der anderen Seite. Ein offizieller Verwehr auf zu benutzen sich mit der litwischen Sprache im Mit-19. Jahrhundert hat herausgerufen, aber darf nicht zu verstärken die nationale Wissigkeit und Sprache zwischen Poerim wie euch zwischen der litwischen Intelligenz. Das hat Geurem gewähnt, ein litwischer Lehrer, herauszugeben schon in 1845 dem ersten litwischen Kalendar von den ganzen 32 Seiten. Nicht geguckt auf verschiedene Schwierigkeiten, ist der Kalendar heraus in Meschech von 33 Jahren. Es hat verdoppelt dem Vernehm und geworden ein Wegweiser für alle Aspekten von Leben und eine Plattform von nationalen und politischen Bewusstsein. Bisher wird ich gesagt, ist der allgemeine Hereinführ und jetzt treten wir rein in unser in Herz von unser Indien. Laut dem Library of Congress, der erste jiddische Luach ist gedruckt geworden in Konstantinopel, Türkei, in 1510. Von Sof 18. Jahrhundert seien die konzentrierte und begrenzte jiddische Kalendaren durchgegangen ein Prozess, was hat sich verwandelt in eine vielseitige Anthologie, was hat vorgelegt die Lehener eine breite Auswahl von nützlichen und belehrenden Jedies. Von mit 19. Jahrhundert und bis der Erste Weltmilchome und Seit bei Seit mit die hebräische Luches ist die Zoll jiddische Kalendaren gewachsen und der Inhalt hat hereingenommen a Sach mehr wie bloß Shabbosim und Yom Tovim. Bloß aufzukriegen ein allgemeiner Überblick. Irodo der praktische Volkskalendar, Warschewer jiddischer Kalendar, ein historisch-literarischer Minute, das darf ich ein bisschen beseitigen. Ne, es geht nicht.
Ein literarisches Buch. Litzkis praktischer Notizkalender. Warschewer jüdischer Familienkalender. Der Odesser jüdischer Volkskalender. Der Nützlicher Kalender. Jüdischer Kalender. Der jüdischer Volkskalender. Ihr seht, wie also wird sich gespielt mit den Titeln und der Haupttitel ist Kalender. Ich meine, euch bekommen nicht kennt euch, dass alle sind noch von אפשר einer ist von 20. Jahrhundert. Das ist bloß auf zu kriegen an allgemeinen Räuschen. Ja, nicht geguckt auf den Bittel, was jüdische Maskilim haben geguckt auf dem Jargon, sondern einzelne Maskilim genommen auf sich verschiedene Initiativen, auf zu verbreitern und bereichern die jüdische Bücherschaffe mit modernen Texten. Euch die demoltike arumike politische, gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Umänderungen haben gehabt sehr Implikations auf der jüdischen Zwiebe. Druckers, Herausgebers, Redaktoren und Schreiber, getrieben von maskilische und praktische Motiven, also euch wie von politisch-ideologische und gesellschaftliche Ideen, haben ausgenutzt dem zugänglichen und breit verspreite Kalendarformen auf vorzustellen Jiddisch-Lerners mit neue literarische Werk, also wie mit belernendike Idees und in verschiedene Gebieten von Wissen. Also herum seinen Atteil-Kalendaren verwandelt geworden in konzentrierte enzyklopädische Ausgabes. Und das kann ich sagen, ist ganz ähnlich gewesen zu die mitzeitlerische polische Kalendaren. Man kann sehen eine direkte Wirkung von die polische Kalendaren auf לכל הפוך äußerlich Leuten Inhalt auf die jüdische und wir werden das noch diskutieren das weiter. Ja, Wandkalendaren, wie euch Kalendaren in Bichl-Forum, für persönlicher Nutz, im Gegensatz zu öffentlichen Wandkalendaren in Schulen, was ist gar eine andere Sache, haben gebracht nützliche kalendarische Informationen, was hat nennt gebracht dem traditionellen jüdischen Steigerleben und gleichzeitig euch bekannt gemacht die Benutzer oder die Lehener mit der Arumiker Zwiebe. Also wie zum Beispiel die jüdische Kalendaren oben enthalten. Yom Tovim und Taneisim, versteht sich. Die Sedre von der Woche, versteht sich, das ist eine Muss-Sache. Die Sphire Sauimer, Schkie oder Sonnenuntergang, teilmal sind euch gewähnt die Zeiten von die Zriche von Sonnenaufgang, aber gewöhnlich bloß muss sich benugend mit Sonnenuntergang. Das ist sehr wichtig zu wissen, wenn es hebt sich an der Schabbes und wenn es lässt sich aus der Schabbes. Ja, Schabbes, Jontef und so weiter. Ein anderer Prat, was ist ein traditioneller, ein früher Prat, so zu sagen, ist der Moiled von der Levone und der Termin von Kiddisch Levone. Das befindet sich, wollte ich sagen, in 99,9% von den jüdischen Kalendaren. Die Tkufe, sehr eine interessante Sache. Ihr wisst doch, dass das Jahr wird zerteilt in 4 Saisonen. Auf Loschen Kodesh und auf Jiddisch heißt es Tkufes. Ja, der Tkufe von Winter, Sommer und so weiter. Und jeder Tkufe hat eine gewisse Zeit, wenn es hebt sich an. Und Leute verschiedene astronomische Rechnungen und man kann finden genau in die jüdische Kalendaren, wenn die Tkufe ändert sich.
Jetzt kommt die Wetter voraussagen. Das ist eine ganz lächerliche Sache, wollte ich gesagt, weil das ist geworden etwas ein traditioneller Eins in die verschiedenen Kalendaren, bei Jiddische, also wie bei Nicht-Jiddische. In alle Kalendaren hat man gekannt, gefunden die Wetter voraussagen, was ohne Satellit, versteht sich, verschiedene Rechnungen, und man darf nicht sein, ein größer Chochem auf zu wissen, als in Mizrach-Europa in November wird sein Regen und in Januar wird sein Schnee. Aber als Ding wird geschrieben und bald werden wir sehen ein Beispiel von dem. Jetzt kommen öfter mehr interessante für uns, aber selbstverständliche Protein für die Jiden in jene Zeiten und jene Erde, also wie der gregorianischer und julianischer Kalendar, was hat reingenommen in sich euch die Chagoes und Heilige Tag. Das ist gewesen sehr wichtige Information für Menschen, die haben gewollt, vorn irgendetwas etwas kaufen oder mod planiert gehen in der Hauptstadt oder in der größeren Stadt auf sich zu verschreiben, in der Innenministerium oder solche Sachen. Also zu wissen, wenn die Büros sind offen und wenn die Geschäfte sind vermacht und so weiter. Und ich muss zugeben, als euch in die polnische Kalendaren ist gewesen eine Rubrik von die jüdische Yom Tovim, nicht der jüdische Luach, aber wenn fallen euch die jüdische Yom Tovim, als euch der katholische Publikum soll wissen, wenn die jüdische Geschäfte wollen sein vermacht. Noch nicht ein frummer Teil, nicht ein frummer Prat, nur ein gezwungener Prat, wollte ich gesagt, in die Kalendaren, ist gewesen die russische kaiserische Mischpoche. Alle Mitglieder von der kaiserischen Mischpoche mit seiner Geburtstag ist figuriert in alle Kalendaren. Bald werden wir sehen euch ein Beispiel von dem. Und das letzte wird sein jiddische oder allgemeine Chronik. Das ist etwas ein relativer neuer Zugang zu den Kalendaren. Und in dem können sehen etwas a maskilische Kavone, was ist gewesen hinter sie, aufzugeben die traditionelle jüdische Lehener etwas a breiteren Guck auf der Welt oder a breiteren Guck auf zurück. Wo sind wir in der Geschichte? Wo stehen wir in der jüdischen Geschichte? Wo stehen wir in der allgemeinen Geschichte? Und bald will wir etwas Toem sein von dem. Ich will noch dort zugeben, als Teil Luches haben euch enthalten verschiedene Protein wegen jüdische Minhogim und Dinim, von Schul, von Heim, wenn sind man Licht, wenn hebt man uns zu essen Matze, und so weiter und so weiter. Lichtzinden, Chanike Lichtzinden, Megille lehnen und so weiter. Okay, jetzt lassen wir kriegen etwas ein emesser Guck auf die alle Sachen, was ich habe der Mund. Wir haben da für uns ein Kalendar, wo ihr seht, da der Titel ist Luach. Und der ganze Scharblatt, nicht der ganze, aber ein Teil von Scharblatt ist בכלל הפלושן קודש. לוח שנת 15,620, Jahr תרכ"ט, das ist 1868, 69, ein ganz alter Luach, was ist gedruckt geworden, was ist heraus in Yas, Rumänien. Und der Luach vernimmt
sehr viel Unionen, aber lo mir reingucken in dem praktischen Luach, in dem faktischen Luach, jo, wo wir gucken rein in die Tag und in die Wochen, haben wir da Chodesh Ov, ich habe das nicht getracht wegen dem, aber wir halten noch in Chodesh Ov. Wir haben der Moiled, wir haben dem jüdischen Kalender versteht sich mit der Zeit, wir seht Soif Zman Kiddush Levone, wir haben die Sedre von der Woche, wir haben die Wochentag und die Chodesh-Tag. Dennoch haben wir dem gregorianischen und dem julianischen Kalendaren. Und inzwischen stehen geschrieben verschiedene heilige Tag. Das ist ein Beispiel. Und da will mir rübergehen auf ein anderer Luach, ein bisschen später, ein Luach von Wilne. Ihr seht weiter, nicht Kalendar, nur dafke Luach. Luach Ivreteitsch, von Jahr Tafresh nun hey, 1894, 95. Da haben wir Chodesh Cheshvan, weiter mit der Moiled. Und da haben wir Schkie, der Sonnenuntergang, jeder Freitag es verändert sich. Wichtige Protein wegen der jüdischen Kalender, aber euch die zwei, also zu sagen, goyische Kalendaren, der katholische und der pravoslawische. Und unten haben wir die Wettervoraussage, das ist ganz lächerlich, wie gesagt, ja, wir reden da wegen Chodesh Cheshvan. Cheshvan ist Oktober, November, darf nicht sein, kein größer Astronom, auf zu wissen, als bis Zentner Cheshvan wird sein ein schlechter Wetter, bis dem 20. Erderweis Regen, bis Chafzain bo Schnee mit Wind. Ja, man darf nicht sein ein größer Chochem, aber das figuriert in Kimat in alle Kalendaren. Teil moderne Kalendaren haben schon ein bisschen abgelacht von dem und abgelost dem Indien, dem Rubrik. Der jüdische Volkskalender, was ist herausgegeben geworden von Avrom Yitzchok Buchbinder in Odessa. Avrom Yitzchok Buchbinder ist gewesen ein jüdischer Schreiber und euch ein bekannter kultureller Tour in Odessa. Der Kalender ist von Jahr 1889, 90. Ihr seht, dass dort der Scharblatt wird im Ganzen geschrieben auf Jiddisch. Der Jiddischer mit dem christlichen Luach von dem ganzen Jahr, Lichtbändchen, Kiddush Levone und ein Notizblatt mit Andenken bei jedem Chodesh, Jeridim. Das wollen wir schon diskutieren weiter, aber das zulieb, ich habe gebracht, das zulieb dem linken Seite, die ganze Familie von unser Kaiser. Ja, wir haben der Kaiser demolt in 1890 ist gewesen Alexander der Dritte und wir haben da die ganze Mischpoche, haben wir nicht nur Kinder, noch euch Gebrüder und Schwesterkinder und so weiter. Alle leben seien die Mitglieder von der Mischpoche. In Teilkalendaren kennen wir das Gefinden euch auf Russisch. Das Seitel ist gewesen Teilmol auf Jiddisch, Teilmol auf Russisch. Und noch, da haben wir der kommerzische Kalender für russische Jiden. Auf dem Jahr 5647 sind die Welt ist beschaffen geworden. Ja, wir gehen Leute dem jiddischen Zählung von Jahren.
das heißt 1886, 87, herausgegeben von noch ein Odesser jüdischer Schreiber, ein populärer jüdischer Schreiber, Shimon Beckermann. Das ist gewesen der dritte Jahrgang von dem Kalender. Und da will ich euch zeigen, das Seitel, was hat zu tun mit der Chronik, wie früher gesagt. Auf der rechten Rubrik haben wir der jüdische Chronik und auf der linken Rubrik haben wir allgemeine Chronik. Es ist interessant zu sehen, was für ein Protim in die 2000-jährige jüdische Geschichte, was für ein Protim hat der Redaktor von Kalender ausgekläubt zu geben, die Lehener. Haben wir, versteht sich, sind die Welt ist beschaffen geworden. Und wie gesagt, wir halten da traditionell. Die Welt ist geschaffen geworden 5647 Jahre zurück und ich da kein Red wegen dem. Dann haben wir Odom Arischen, wir haben den Mabel, wir haben Avrom Avini, wir haben die Akeide, Yankev Avini, Moshe Rabbeinu, Yetzias Mitzrayim, Moshe Rabbeinu ist gestorben und von Moshe Rabbeinu geht man ein Spring bis der König Shoel und von König Shoel geht man ein Sprung auf dem ersten Beis Hamikdash und weiter und weiter und weiter. Wir haben der Nes von Purim, wir haben der Nes von Chanike, wir haben, wenn wir verfasst die Mishnayes, der Geirisch von Spanien. Wir haben, was ist sehr ein wichtiger geschichtlicher Prat in der kollektiven Sikorn von der jüdischen Volk, der Geirisch von Spanien, und euch die Gseires, Chmelnitzkis Gseires von den Jahren Tachtat, das heißt 1648, 49. Es endigt sich, es lässt sich aus, das ist interessant, mit der Gründung von der Chevre Kol Israel Chaverim. Kol Israel Chaverim ist der Allianz Israelit, was ist gegründet geworden in die 60er Jahren in Frankreich. Und das wird gebracht da und versteht sich als zu dem Samesof unser Kaiser Alexander Ashlishi, ja, der Alexander der Dritte, versteht sich. In der allgemeinen Chronik hebt sich an mit der Erfinden von Ksav. Wenn hat man angehoben zu schreiben. Dann geht man rüber auf Aristo. Dann sind Räum ist aufgebaut. Alexander Mokdon. Sind Jesus Christus Geburt. Sehr ein wichtiger Prat für jeden euch. Ja? Sind Russland dieser Meluche geworden. Sind Schweizerische Republik. Sind Druck ist erfunden. Und so weiter, sind Petersburg ist gebaut, Odessa ist gebaut, der erste Lokomotiv in Land, und so weiter. Zum Sof haben wir weiter der Kaiser Alexander der Dritte, aber vor dem ist da eine interessante Sache, sind Abschaffung, da kommt etwas russische Wörter, was meinen, es ist abgeschafft geworden in Russland mit 26 Jahre zurück, der körperliche Strof, wenn man aufgehört zu strofen, körperlich, das heißt zu schlagen als ein Strof. Ja, und da gehen wir weiter. Jeder Kalender ist gewinn formuliert laut dem Herausgebers- oder Redaktorsprogramm und euch mit der Guck auf Leheners der Wartungen, der Fall, und wie eine Abspiegelung von mitzeitlichen Erscheinungen und Stimmungen beweisen sich in die verschiedenen Kalendaren neue Zugaben, was verbreitern die Gebieten von Interesse, also wie zum Beispiel. Ich will noch sagen, als von dann an gehen wir rüber auf
verschiedene Elementen, was beiten sich, im Gegensatz zu die Frierdike, wo seinen mehr weniger ständige. Da gehen wir rüber auf Sachen, was wir kennen, sie einmal ja gefunden und einmal teilweise ja gefunden und teilweise nicht gefunden. Alle zu bloß ein Teil von sie. Ist also, gewöhnlich, okay, gewöhnlich gefunden wir knapp, wollte ich gesagt, in alle Kalendaren verschiedene Tarifen und Steuern auf offizielle Dokumenten. Dennoch haben wir Post- und Telegraph-Tarifen. Reisetarifen mit der Bahn, dritter Klasse, gewöhnlich dritter Klasse. Ich habe keinmal nicht gefunden, nicht kein zweiter Klasse und nicht kein erster Klasse. Ich wollte gesagt, als jeden, was haben gefahren, zweiter oder erster Klasse, haben nicht gelernt jüdische Kalendaren. Ist dritter Klasse, versteht sich. Wo es passt euch Reisetarifen mit dem Prom. Teilmal die Regimes von Tarifen sind begleit euch mit der Regime von Bahnlinies, verschiedene Bahnlinies und ihre Zeitpläne. A protim dike Regime von Jeridim, das gefindet sich knapp in alle Kalendaren. Amol ist es länger, amol ist es kurzer, aber gewöhnlich gefindet sich das in jeder Kalendar. Gewöhnlich in der nonter Zwiebe von einem gegebenen Ort, aber teilmal euch in einer breiteren Vernehm, lassen wir sagen, Kalendaren von Galizie, wollen euch weisen, Jariden in Russland und in Rumänien. Populäre wissenschaftliche Idees, verschiedene, bald will mir etwas akut geben und kriegen etwas Räuschen von dem. Sprichwörter, Witzen, Anekdoten, Aphorismen und Retenischen. Sgules und oder medizinische Mittel auf verschiedene Krankheiten. Wir werden euch sehen etliche Beispiele bald. Und etzes verführen Ballebatigkeit. Das sind mehr oder weniger die ständige Zugaben, was sind zugegeben geworden zu die traditionellen Teilen, was wir um früher gesehen. Das Rov von die dosige neue Zugaben sind kopiert geworden von fremden Mekoirim, meistens Teil polnische, aber auch deutsche, russische und andere. Ein kleiner Teil sind gewesen originelle. Das Rov Sprichwörter, Anekdoten, Aphorismen, Retenischen sind gewesen jüdische, originale jüdische, versteht sich. Euch Teil von die Sgules und medizinische Mitteln. Aber populäre wissenschaftliche Ideen sind gewesen מן הסתם kopiert von anderen Mekoirim, aber das die Tarifen und so weiter. Wie fort geschäftliche Initiativen, was haben gestrebt zu machen Revach, viel Luches haben hereingenommen Reklames, teilmal zähnlicher Seiten seinen Gewinn mit Reklames, und das ist euch ein wichtiger Prat, weil wir sehen vielsprachige Reklames. Reklames sind Gewinn gedruckt auf Jiddisch, auf Hebräisch, auf Deutsch, auf Polisch, auf Russisch, und es ist sehr interessant zu sehen, als die verschiedenen Geschäften haben gedruckt ihre Reklames mit dem Main, als die Lehener wollen, es wird sein möglich für die Lehener zu lehnen, a viele nicht kein jüdische Schrift. Teil Luches sind euch begleit geworden mit Illustrations. Luches, was haben getrogen dem Titel Adresskalender, gewöhnlich in größere Städte, enthalten Regimes von Adressen von meluchische und stottische Institutions, also wie euch Namen und Adressen von Advokaten, Doktoren, Aptekers
und andere gewöhnlich Jiddische. Von der zweiten Hälfte von dem 19. Jahrhundert ist die Anwesenheit von jiddischen Schreiber in gedruckte Materialien, meistens in Zeitungen, Zeitschriften und euch in Kalendaren, geworden als mehr beulet. Sei mit ihre Fülle nehmen, sei unter Pseudonymen. Das hat sie ermöglicht, herauszusagen ihre Meinungen und Stellungen wegen verschiedener Unionen für einen breiteren Lehener Eulem. Schreiber mit modernen gesellschaftlichen, kulturellen Perspektiven wie Yitzhak Joelinetzki, Sholem Yankev Abramowitsch, Mordechai Spektor, Heschel Eppelberg und Avrom Yitzchok Buchbinder, welchen wir früher schon bekannt sich mit ihm, haben ausgenutzt die Kalendarformen, auf zu bekennen die Lehener mit neue, moderne literarische Werk von verschiedenen Genren und Niveauen, originelle und euch übergesetzte von verschiedenen Sprachen, von alle Sprachen, wollte ich gesagt, nicht ständig die Übersetzungen seien gewesen direkte von, lassen wir sagen, von Schwedisch oder von Englisch oder von Französisch viele. Das Rov, die Übersetzungen seien geworden, gemacht geworden durch Vermittler von Russisch, Polisch oder Deutsch, aber wir treffen euch Übersetzungen von Hebräisch. Haben wir gesagt, ja, mit literarischer Werk, mit gesellschaftlicher Kritik und glatt wichtige Ideen wegen interessante und nützliche Themen, meistens wegen Naturwissenschaft, Medizin und Technologie. Und jetzt lassen wir ein bisschen tiefer Guck geben. Und haben wir da dem ersten Beispiel, der nützliche Kalender für die russischen Jiden auf das Jahr 5637 sind die Welt ist beschaffen geworden. Ihr seht, viele der Schreiber da, der Redaktor und Schreiber, der Mechaber von Kalendar, ist nicht ein anderer wie Shalom Yankev Abramowitsch, wenn wir kennen alle als Emes, Mendele Moicher Sforim. Ja, Mendele Moicher Sforim hat herausgegeben 5 oder 6 Kalendaren in die 70er und 80er Jahren vom 19. Jahrhundert. Das ist ein Kalendar von 1876, 77, was ist gedruckt geworden in Jitomir. Hat dort gelebt in jener Jahr. Und äußerlich, das ist gewesen ein ganz traditioneller Luach. Agam Abramowitsch, wir wissen, wir kennen ihn als sehr bekannter Maskil, aber der Luach ist gewesen in ganzen traditionell von dem kalendarischen Guckwinkel, aber der Inhalt, der seitige Inhalt ist gewesen gar ein anderer. Und da ist eine interessante Sache euch wegen Literatur. In dem Kalendar hat der Mechaber Abramowitsch gegeben die Lehener zu lehnen euch sein neuer Roman, was heißt Masoes Binyamin Ashlishi, der Kitzer von Masoes Binyamin Ashlishi, und gibt dort der Nomen von Mechaber da ist Mendele Moicher Sforim. Sehr interessant. Weil der Redaktor von Kalendar ist nicht Mendele. Der Redaktor von Kalendar ist Sholem Yankev Abramowitsch, der jiddischer Maskil, was hat euch ein traditioneller Guck auf der Welt. Und das literarische Werk, was wird geschrieben, ist schon unter sein Pseudonym Mendele Moicher Sforim. Das ist ein Beispiel von einem literarischen Werk. Jetzt gehen wir rüber auf ein anderes Luach, jetzt von Lemberg, der jiddische Volkskalender, 8. Jahr, redigiert von Gershom Bader. Gershom Bader ist gewesen ein sehr bekannter Kulturtour und zionistischer Tour in Galizie, in Lemberg.
gegeben, 16 Jahre hat gegeben sein Kalendar. Und wir haben da euch ein Werk von Mendele Moichers Forum, was wird gedruckt in etliche Jahr. Und wir haben da eine kurze Erzählung von Judla mit Peretz. Und da haben wir noch einen anderen Kalendar redigiert von Mordechai Spektor. Das ist schon ein Reus in Warsche. In Jahr 1894, 95. Warsche war jüdischer Familienkalendar. Und in der literarischen Teil haben wir noch Jules Verne. Ja, euch Jules Verne wird nicht genau übergesetzt, noch besser gesagt, bearbeitet von der jüdischer Lehendiker Eulem. Jetzt haben wir der praktische Volkskalendar Jahr 1884, die heimische Aptek. Das Rov Elementen da sind mir nicht bekannt, aber etliche Elementen sind sehr bekannt. Lemoschel, ihr kennt das sehen, Opium. Opium in Proschkes, ja, zu Leibschmerzen. Ob emetzer von euch hat Leibschmerzen, man darf es schmieren mit Opium. A Proschek von Opium. Wir haben da euch Chaserschmalz. Chaser, wir wissen, es ist außer Chaser, aber als a Refue mag man nützen Chaser, nicht zu essen, aber auf zu schmieren kann man nützen Chaserschmalz. Jod, Essig mit Spirt und so weiter und so weiter. Ja, ich gucke auf der Säger, ich sehe, die Zeit läuft, wenn wir das machen bekitzer. Und bald noch die heimische Aptek, ja, das ist eine heimische Aptek. Wir sehen da euch die, wie viel darf man haben von jeder Material. Wie viel darf man halten in der Heim kann man halten eine ganze Aptek. Und bald noch haben wir gar ein wissenschaftliches Kapitel, ein Spaziergang in der Atmosphäre. Tag und Nacht, Sommer und Winter, ja, ein ganzes Kapitel, was geht zu verstehen, der ganze Indien von Wetter, wie also die Wetter wird geändert und so weiter. Ja, es machen sich Jahren, in welche die Pogode ist, es dacht sich, also im Schuge geworden, ja, als, wie heißt es eint, oh, ich habe vergessen den Namen, macht nicht Deutsch. Die globale Erwärmung. Der globale Erwärmung, ja, das wird schon diskutiert in 1884, Punkt also. Ein langer Untergang. Mamisch also, ja, wie also, schreibt da als in Januar oder ist schon als gewesen grün und in April als ist noch gewesen weiß und so weiter und so weiter. Weiter. Litzkis illustrierter Kalendar, ja, das ist ein bisschen spätlich, 1908, 1909, Ezes Farsakone. Wenn es verbrennt oder verbricht sich ein Teil von Körper, was darf man bald tun? Wenn Sonnenstich gegen ein Biss von einem schugenen Hund oder Schlang, oben intern von Chalosches, Blut von Nose und andere Sachen, und auf der anderen Seite, wo es ist ein bisschen geschnitten zum Bedeuern, sehen wir, das erste Hilfe, eider der Doktor kommt. Das ist sehr wichtig, eider der Doktor kommt. Das heißt, man kann nicht und man darf nicht benugen sich, bloß mit die Dosike Eizes. Die Eizes ist auf der Minute. Aber bald darf man rufen einen Doktor. Nicht der Räufe, nicht der Feldscher, nur ein Emesser-Doktor. Das ist sehr ein wichtiger Prat, was spiegelt sich ab in dem Kalendar. Weiter, in demselbigen Kalendar von Litzki, von Warsche, haben wir äußergewöhnliche Daten wegen Sachen, was ich hab gar nicht erwartet. Die Zahl von der Bevölkerung, was bewohnen Russland, das heißt, Russen, Malorussen, Bielorussen, Polaken, Litwiner, Deutschen, Franzosen, Armenier, Jiden, Grusiner und so weiter. Aber geht der Guck weiter.
Statistik von Verbrecher. Wie viel Verbrecher seien gewesen in Russland jene Jahr, in jenem Jahr, und wie viel seien gewesen Muslimener, Jiden, Protestanten, Katholiken und Pravoslavne. Vergneives, Mord, Körperwunden und Barabewen und Geschläge. Das ist eine gewaltige Sache. In einem Kalender. Weil das ist auf zu sein up to date. Ich weiß nicht, wie soll ich zu sagen auf Jiddisch up to date. Keinmal habe ich nicht gewusst, wie soll ich zu sagen up to date, aber ich glaube, sich versteht. Und bald dennoch haben wir eine ganze Beschreibung von Astronomie. Was für ein Stern drehen sich in der Himmel und wie weit seien sie von uns und noch etliche Protein. Ihr seht die Sonne, Merkur, Venus, die Erde, Mars, Jupiter und so weiter und so weiter. Das ist ממש eine Enzyklopädie. Der Odesser jüdischer Volkskalender, das ist herausgegeben von noch ein gesellschaftlicher Tour in Odessa, Nossen Rosenblum. Und von dannen habe ich genommen ein Urok, eine Lektie für junge Balebostes. Junge jüdische Balebostes, min astam geboren geworden in a Städtel und noch der Chassene gekommen in der größeren Stadt, wie soll sich zu begehen in Tagtäglichkeit. Wie soll zu gehen auf den Markt, was zu kaufen, wie soll euch zu kleiben und kaufen Fleisch, Fisch, Eier, Milch und so weiter und so weiter. Sehr, sehr interessant. Und da haben wir manchmal ein genaues Bild von Mikro, was wir rufen Mikrohistorie, ja, Mikrogeschichte. Das ist nicht die Makro, als sie in Odessa haben gelebt, ich weiß, so viel zendlicher Tausender Iden, wir können manchmal reingehen in die Tagtäglichkeit in der Heim, gehen mit jüdischen Baleboste einkaufen in Mark. Sehr ein interessanter Artikel, was behandelt sehr verweitigter Indien, der freien Handel in Argentinien. Was hat es zu tun mit Mitteleuropa? Sehr not. Weil das Rov Freuen, wo seinen exportiert geworden oder importiert geworden in Argentinien, sehr Obstamm ist von Mitteleuropa. Sehr lange und sehr protimdicke Artikel. Und bald dennoch haben wir einen anderen Artikel, der größte Erfinder Edison, Thomas Alva Edison. Ja, seine ganze Lebensgeschichte, seine ganze Biografie und wie so hat entdeckt die Elektrik. Weiter. Eine Minute. Ja, mit der Zeit seinen Kalendaren geworden euch am Mittlauf zu agitieren und verspreiten politische Ideen. Agam Jiddisch ist nicht gewähnt, dass der erste linguistische Ausgleich für der zionistischen Bewegung, von deswegen, wenn sie es gekommen zu verspreiten die Idee zwischen die Massen, also zu sagen, seinen jüdischen Kalendaren gewähnt angelegte Agenten. Wegen Sozialismus ist abgerät. Agam ich habe getroffen ganz wenig solche sozialistische Kalendaren, öfter zu lieb Zensur, ich weiß nicht noch genau. Da haben wir ein zionistischer Kalendar, Luach Kadime, von Wilne, 1911-12. Und ihr seht, als chutz die jüdische Chronologie, was mir sich schon bekannt, haben wir da eine zionistische Chronologie. Und die zionistische Chronologie hebt sich an mit der 70 Jahre vor Zionismus in New York. Mordechai Immanuel Noach trug sich herum mit dem Projekt zu gründen in Amerika eine jüdische Meluche. Ich weiß nicht, ob alle von euch wissen wegen dem, ob nicht, darf man etwas sich zu bekennen mit dem Indien. Mordechai Immanuel Noach, und es lässt sich aus in der letzten zionistischen Kongress.
Da haben wir ein Beispiel von einem Arbeiterkalender, ein Sammelbuch für Arbeiterinteressen, ein Reus in Warsche, 1907. Ihr seht, dass der Luach ist ein traditioneller Luach, mit die Sedre von der Woche und mit der Moiled. Als Ding ist traditionell, aber wir haben da sehr wichtige sehr wichtiger politischer Teil, was hat zu tun mit der Programm von der Deutscher Sozialdemokratischer Partei, der Programm von der Jiddischer Arbeiterpartei Bund, die Resolution wegen nationale Frage und vergleichende Tabellen von Konstitutions in alle Länder. Das ist sehr ein interessanter, eine sozialistische Enzyklopädie, wollte ich also das gerufen. Mit der Wuchs von der Immigration von Mitteleuropa haben sich bewiesen in gewisse Kalendaren euch Idees und praktische Ärzte wegen Immigranten. Besondere Kalendaren für Immigranten sind euch herausgekommen. Und da haben wir Gitta Cook, Jas, 1887. Wir haben ein Regime von 400 Wörtern, wo sind gegeben geworden auf Jiddisch, versteht sich, und mit sehr Transliteration auf Englisch. Ich, I, du, you, also zu sagen. Er, he, sie, she, ich, ihr, you. Sie, ze. Meins, mein, seins, his, ihrs, hers, und so weiter und so weiter. Und Gitta guckt der Gespräch. Mehrere Wörter zusammen. Sag mir, mein Freund, tell me, friend, von wann kommt ihr? Where do you come from? Von Rumänien. From Rumänien. Hast du Geld? Gitta guck, was Said fragt einander. Die erste Frage. Hast Geld? Hast du Geld? Have you some money? Mit Gottes Hilfe, ich will haben. With the help of God, I shall have. Und so weiter und so weiter. Gitta guck, das sind Jiden, die sitzen in Jas und wollen immigrieren, proben, lernen etliche jüdische, englische Wörter und Gespräch auf sich anzugreifen, herauszufahren in Amerika. Das ist schon mehr balebatischer Luach, also zu sagen, der Kalender für Immigranten, für Emigranten und Immigranten mit allen nötigen Idees. Das ist heraus in Peterburg in 1910, 1911 und ihr seht die Statue von der Freiheit in New York Hafen. Ja, der Statut wart auf euch, geht auf ein Schiff und fort. Und der Kalender enthält euch wichtige Informationen, die gesetzliche Yomim Tovim in die Vereinigten Staaten von Amerika, Andenkungstag in die Vereinigten Staaten und so weiter. Und da kommen wir kimat zum Sof. Ein äußergewöhnlicher Ausnahme von zupassendem Jahrzyklus zu Publikations, wo seinen Gewinn ganz weit von der jüdischen Tradition, seinen Gewinn Davke Judla mit Peretzes Jontef-Blättlich 1894-95. Jedes Heftel ist Gewinn gewidmet mit Kleumerst an ander Moed, aber anstatt traditionellen Jontef-Inhalt hat es gebracht ganz radikale gesellschaftliche und politische Gedanken. Da hat ihr ein Beispiel von dem. Bewusste Druckereien und Verlagen, also wie Rom in Wilne oder Litzki in Warsche,
wie euch Instituties, wie Bikirchoilim in Warsche, Moschewskeinim in Wilne und politische Organisaties wie Kadime in Wilne und der Zionistischer Zentralkomitee in Lemberg haben ausgenutzt die Kalendarenforme auf zu vergrößern ihre Achnosse, reklaminieren sie ihre Aktivitäten und zu verspreiten sie ihre Ideen und Pläne. In משך von einer relative kurze Zeit seinen jüdische Luches geworden a bedeutendig Mittel auf zu verbreitern die Horizonten von a ständig wachsendigen, lehnendigen Eulem. Für welchen Jiddisch ist gewesen die Ikerdike, ob nicht einzige tagtägliche Sprache. Von deswegen seinen jüdische Kalendaren geblieben bloß bei die Randen von der akademischen Forschung und solche gewesen zu an einzige vernehmliche Arbeit von Moshe Shalit in Wilne 1929, knapp 100 Jahre zurück. A großen Dank euch. A Dank, Nati, für dem sehr, sehr interessanten Referat und für Beneien dem Interesse in der Themen noch knappe 100 Jahre. Äußergewöhnlicher Dank. Zum Bedeuren, wir funktionieren Leute sehr a spezifischen Kalendar. Das ist über dem, was die Luftqualis, die Radioqualis, die Internetqualis sind, solche wie sie seien. Und euch, weil unsere Talmidim dürfen weggehen auf andere Lektions. Ja, bei euch ist mit Tag jetzt. Jetzt, wir haben noch Limudim, die Ja, noch ja. Mittagdicke. Danke dir noch einmal für den sehr, sehr belehrenden Referat. Seid mir Meuchel, also ich habe ein bisschen Gar nicht geschehen, gar nicht verlängert. geschehen. Aber hast gegeben, als auch Speis, Gedankenspeis, wie man sagt. Und eine Frage ist, welchen Menschen dürfen sich stellen in Verbindung mit dir direkt. Wir haben etliche und etliche Mit gute, aber Vergnügen, wir können mir das ist schreiben. ein Simen, als man hat sich sehr interessiert, aber und es ist klar, dass das ist ein Programm, als das ist ein Forschprojekt auf Ja, 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 ja. ausgezeichnet. Ein Dank wieder für sein unser Gast und für sein unser letzten Gast, unser letzter Gast für dem Semester. Ja, Ein danke großen sehr. Dank euch, ein großen Dank und alles Gutes. Alles Gute. Danke.